Ekran! Laat ons topranen en God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier bij was. Mijn naam is Irad Giesbrecht en ik ga hier ten tweede maal mijn broeder Jit Ver. En dat Ver-programma vangen we aan van die kindheid te vertalen, waar die in Mexico opwassen is. Zoals ik die dan verstoor, dan kom je over naar Bolivien, wenn je een kolonie afbreken dat. En je hier in de breedjes neemt, trek je hier in Bolivien. En du een vriend aan kwam van Argentina, zie ik eigenlijk niet zo. Een Spanische vriend. En hij is bekeerd en hij wil nu naar de Mennoniten trekken, want hij had zich dort studiert. En wil ze hem dan niet opnemen willen. So, wat passiert dann? Du musst eine Entscheidung treffen. Was passiert in dieser ganzen Geschichte? So, dann die Titus, was sie hier servieren an der Kolonie, dann habe ich viel mit den Verstand, mit Prediger und anderen Beamten, gewöhnliche Leute über gehandelt, dass sie wohl eine Kolonie waren, aber die Mennoniten, die können bloß nicht sein, dass das möglich wäre. Sie nahmen ihn nicht an. Und ich war bloß dort noch sein, für ich sei, was mit mir passiert. Ik wil ze driessen om aan ons huis op en dat we eigenlijk een delict dat we verboden, dat we verboden, ik me schuldig damit. En een dag kwamen de Wirts naar huis voor dat ik schaffe ik schaffe in het stoel. En dan kwamen ze door heen en dan zeiden ze, deze lied wat hier zijn, deze vreemden, die worden hier weggemaakt. Die worden hier weggemaakt. En van dat niet wat mogelijk zijn, da hier so te stappen, allein, da war wieder mit der Jahren gestoppt, was sich der wieder in gedacht zu nehmen. Dort wird die Sentenz. Und dann muss ich eine Entscheidung nehmen. Das wird für mich keine leichte Sache, nicht? Und aber ich nahm eine Entscheidung. Das wird eine Zeit, wo das sehr schwer wird. Und dann hat er das Antwort, dass mir das Trouble gibt, dass sie bei uns Berne werden. Da sagt er, ich vorher war ich. Wie mir als Familien, wir waren hier war ich vorhin. Und ich würde noch gleich ein Teil erwähnen, ja, die Tjenjekis, ja, die Mijaltis, die reden noch ganz sehr für ein Plottage und sie wollen ja Kolonie werden. Und dann ein Tag vor, sie von uns war ich vorhin, und dann passiert es. Hey, sagt mit mir taub und teilt mit mir nochmal was er mit von der Bibel. Und wir hatten da Philippa Kapitel 3. Und ich war das helemaal vergeten. Ich hatte meine Martin Luther Bibel, die große, dicke, durch seine Hand. Und er hat seine spanische durch. Und dann liest er in Spanisch, und dann sagt er, ich soll Judith lesen. Ich las dann, aber ich hier habe dann nicht die Plottage. Ich las Philippa 3, Vers 7. Du sagst Paulus. Aber was dann für mich gewinnen meint, sei ich nu am Christus sind halven als verlieren an. Versag, mehr als dort, ich sei all dort an als Schulden, wenn ich dort damit vergelegt, wo alle Maßen viel wird, mir dort ist, dort ich Christus Jesus aus meinem Herrn kann. Und dann sagt er wieder, weil ich Christus läuft, sei ich dort alle an als Schulden und als Dreck. En wel bloos Christus gewinnen. Als hij spreekt dat draagt to via in Spanisch, de Spanische Version die zegt basura. Y lo tengo por basura, por alcanzar a Cristo. En dan vraagt hij me, wat zegt in de Bibel door voor basura? Ik zeg, mijn Bibel zegt hier koud. Vraagt hij, wat is koud? Nou, ik beschrijf hem ongeveer dat wat de Plottische zegt draag. Futter, ihr da in ander geriet, apogas, plat, einfach draag, schönt. En dan vroeg hij me, hoeveel woest je gleiche zijn te drehen? 5 kilo. En dan ging hij op 10 kilo, vroeg hij me, 15 kilo, 20 kilo. En ik zei al, bloß wacht, ik wil al geen blad meer drehen. En dat aan den moment, dat we das vanuit een vision zagen, dat ik zag voor mijn ogen, mijn rijkdom verbieden. Ik wil niet meer rijk, maar ik wil rijk worden. En ik zag de kolonie door verbieden, ik zag mijn religion door verbieden, ik zag mijn ene zelfgerechtigheid zag ik door. En ik zag bloß plat, dat we alles plat. En dan nog, zoals dat zei, dat al onze gerechtigheid is voor God, zoals een schweentje het verretend leidt, dat zag ik toen nog mank. Mij vond dat aan zo leid te doen, dat ik dacht, mijn ene gerechtigheid had wil God
gefallen. Ich fangte an zu heulen. Ich fiel auf mich hielden heute Tron über die Backen. Mir das so leid. Und ich sagte, Herr, vergib mich. Und an dem Moment fiel ich, dass die Bruder kam hinüber und lädt seine Hand auf meine Schultern ab. Und dort wir so, als man Jesus selbst kam und lädt seine Hand auf meine Schultern. Und sagt zu mir, mein Sehen. Er sagt nicht, aber das Jesus von Jesus zu mir sagt, mein Sehen, die sind deine Sünden vergeben. Wow, dass wir in dem Moment über so eine Strom von Frieden, was da durch mich ging. Und von da stand ich ab und da ging ich nach Haus. Und dann sagte ich zu meiner Frau, ich sehe, das ist mir nicht passiert. Und wir haben wieder geschafft, ich schaffe, da viel Schuld. Und von dann an, dann ging unsere Schuld drauf, alle Tage, Amalia, jeder trat, jeder 15 Jahre. Wann verrechnet war, ging unsere Schuld drauf, und was du wieder immer abgegangen. Und dann, da an der Zeit, das Sergio, der früher war ich. Und der hat da in seinem Tarich hat andere Gläubige von mir geredet, dort eine Kolonie und Gottes geboren. Und dann kamen mir Menschen besuchen und dort wird die Kolonie sehr viel zu euch. Und sie kamen zu mir sagen, ich soll eigentlich meine Arbeit durch was schätzen und das Haus, wo wir bei einer wohnen können, das soll ich eigentlich schätzen. Und ich verstand. Und der Herr mir mit der wird sehr lebendig an der Zeit, wo Jesus sagen wird, dort wer hier verlässt, Haus, Brüder, Schwestern, Länder, am Minthofen, der wird dort 100-fältig trägchen an dessen Leben. Und dort werden man Verfolgungen, und dort über ihr Leben. Er mögt der wird, mögt er an mir lebendig. Und ich wusste, dass ich mich zu irgendwas dreht. Wobei man noch ein klein bisschen trägt, sei meine Früh, der bekehrt sich an den Zeit über Verse bekehrt wird. Da stünden meine Schweralteren hängen an. Und da ich sagen, sie soll meine Beker heute hängen schaffen. Ich soll mal ab hier mit lesen. Ich soll mal normal werden am Denken. Ich will gekappt haben geworden. Ich will gefährlich geworden. Ich will von alles. Und sie probieren dann und nach. Maar einmal hast ich ein Subes heute war am besten Dinge festgestellt vom Glauben und dort wir einmal so schwor, wenn ich da reden, da davon. Aber sie sagt, dass wir echt geändert hat. Und dann den Subes dann, sie leistet sich am Bad durch und sie weiß überhaupt nicht, was sie soll. Aber sie kennt mit sich so eine eng, da man einmal mehr in der Nacht dann denkt sie so, sie wird mal dort unser Vater beten. Und sie hatten auch einmal gesagt, wenn du dort unser Vater beten lässt und dann und dort denken, das, was du wünschst, da wird Gott dir dort geben. Und das, wie sie wissen, das, wie sie können, dann beten du dort unser Vater und sag, Vater, du bist Vater, gib mir Licht und wies mir, ab was für ein Weg ich bin. Und leid du mir auf den Weg, wo du bist, und du fängst seit dem Weg. Du fängst seit dem, dass du gesagt hast, ich sehe den Weg, die Wahrheit in das Leben, keiner kennt nur den Vater, aus Mutter ich mich. Und dann morgens, als wir abstehen, hatte ich eine neue Früh. Wow, Halleluja. Ich bin immer ein timider Mensch, ein bleider Mensch. Ich gleich nicht verliebt zu reden. Und wenn ich das dann sage, der Prediger kommt auf den Hafen, die fuhren wie ein Fenster vorbei, dann wie das andere. Mir das so sehr schneide, ich weiß nicht, was ich soll tun. Und ich habe nicht die Zeit, um nach Gott eine Weisheit zu fragen. Aber wenn ich dann rüberging, dann sehe ich bloß, Herr, du hast versprochen, dass dort wir nicht wie sein, was du wollen reden über den Jesus an uns. Und da war ich dann rübergekommen und so mit der Frau und dann wurde ich hat war Jas abgenommen, dann weiß ich, und 1, 2, 3 Bibelstellen, da wissen sie nicht, was sie sagen sollen. Und der Herr Jesus, der schafft, der gibt mir wird, ich geredet wird, was ich mit Himmel immer geteilt habe zu sagen. Wenn die dann nicht weich fuhren, dort jetzt nicht zu beschreiben, was für eine Freude dann in mein Banner steht einfach rüberschälen dort. Halleluja. Und so, ich hatte war Jas gehört und dann von da aus, ich hatte ein letztes Mal Jas, dort wird das letzte Mal. Dort wissen sie auch, das soll das letzte Mal sein. Von da am 3. Jahr dann käme die Fürsteier. No, du die steht, wo ich schaffen, da reden, die mit meine Wirten, dort wie eine 2-stündige Versammlung. Und das sperrt sich also dick in der Luft, das sperrt sich so interessant, was das wäre. Und meine Arbeitspartner, die sagen zu mir, wann dann wird die Vorsteher gekommen sind? Ich sage, doch, weil ich über meine Situation handeln. Und sagen sie, meinst du? Ich sage, ich weiß das nicht, aber ich habe so einen Fall. Und krieg so wieder aus der Vorsteher, ich schwach wieder, dann komme ich in die Wirtsturnieren, wo ich schaffen da. Und dann
Kämen sie gleich nach mir in der Früh und sie mir, wo ich kann an den Office kommen. Ich sagte, ja, ich kann. Und ich ging hinterher ran in den Office und sie sagen sich, und jeder Zeit schrieb, da ist einer Dolen. Ich von einem einen kriegte sie mich noch auf den Stuhl. Und dann leden sie beide ihre Heute auf den Därschen. Ich dachte, mein Kopf, ich auf den Därschen ableihen. Ich wusste, das wäre ihr helder Moment. Hier soll was passieren. Und dann sagt einer zu mir, du hast war ja gehört. Ich sagte, ja, ich würde dich mal verlieren, wenn sie das ich wüsste. Und dann sagt das wird nicht mehr schaffen. Ich sagte, was geht fair? Ich kann nicht verstehen. Ich denke, oh, ja, sagt das wird nicht mehr schaffen. Das wie alles, was er sagt. Und dann sage ich, das bedeutet, dass ich mir die Arbeit wahrnehme, vielleicht. Dann sagt er, krieg jetzt doch, was wie die Sache war. Du bist die arbeitslos. Ich sage, war naja. Sagt er, krieg nicht. Hier krieg, du bist die arbeitslos. Und ich sage, na was? Und dann soll ich meine Schlätels aufgeben. Ja, sagt er, du sollst die Schlätels aufgeben. Ich habe einen Ring mit Schlätels, weil ich da die Schlätels zu bauen. Ich habe für die Geld, ich habe für alles. Ich bin ein sehr vertrauter Arbeiter, der rechnet mir durch sehr viel. Ich habe die Schlätels verbreitet, die dort im Därschen. Da sehe ich die an, okay. Ich sehe, das Lied, was wir wollen bei unserer Gemeinde bekommen. Ich sehe, die mussten bitte für der Lehe bleiben, dass die Lazarus für den Recken sind, der wird nicht wird, nicht kommen, das Lied wird das nicht wird. Und ich sehe, Matthäus ist eingeworden, und du weißt nicht, dass das wohl nicht wird. Und dann hat es die soll sein, was der einer von den Wirts da schrie, deiner sagt, du passen so tunst deiner, das was er mir sagt. Und dann sagt er, er braucht eine Bibelvers, sagt er, wer die Gemeinde Gottes ärgert, der sehr verflucht. Das war er mit der Sein, und dann vielleicht, dass wir nicht Zeit mit ihm länger zu streiten. Ich frage ihn bloß noch, was ich kann, noch einmal durchgehen und das Stuhl schaffen, dass meine Sachen durchnehmen. Und sie sagen, ihr schlicht ja, aber dann, ja, sie sagen mir kurz, das Haus, wo du Bern wohnst, du sollst die Pultbüte sein. Und dann wird es so, dass vielleicht kann ich länger mit ihnen streiten. Ich ging in Haus und sehe meine Frau dort. Und sie nahm das so ziemlich gut an, sie können verstehen. Und die schwerälteren Even, die waren da, war den Verstand von der Gemeinde, wurden die mir stoppen, wenn es von der Gas abnahmen, nicht? Und, aber das schafft dann noch. Und dann fuhr wir nach Jacuiba, nach dem Ältesten, was mir in Mexiko gedauert hat, Johann Pana von der Del Sur Kolonie. Wie kriegt die Kolonie mehr, was die Mädchen tragen wir? Kriegt die Kolonie, wo wir Mädchen kommen hier nach Bolivien. Weil wir da nicht fuß nach der neue Kolonie, wenn sie wollen erstmal ökonomisch hier sonst ein bisschen ab. Und dann fuhr ich denen alles vertellen, was wir uns belebt haben. Und dann früh ich den Mann, du hängst aus der Familie nach Rothard, uns zu unternehmen, die Kolonien. Und sie da, wenn du mit einem Verzeichnis kommst von den Ältesten von der Wirtschaft, dann bist du hier angenehm. Wow. Und ich konnte nicht glauben, dass die Menschen mir das sagen. Da fuhr wir drei nach der Wirtschaft, und dann fuhr ich den Ältesten um Peter Klussen. Und dann früh ich nach das Verzeichnis, und dann sagt er, weil ich sage, dann dort meine ich also nicht so, dass du als Jehovas Heim beginnt Band gehört. Ich sage, das, was sie gebracht haben. Und dann sagt er, ja, ab dort bist du aufgehandelt. Ich sage, Peter, so nahe ich sage, ich kann auch niemals Jehovas Heim bei uns Band gehört. Und dann sage ich, wo ich gehe, wo ich kann, wohl mir persönlich verantworten, aber irgendwo kann ich nicht noch. Mir wird kein Donnerstag sein, eine große Chance, die was zum Jüngern kommen, und ich mal halt können vergehen, alle können mich verantworten, aber das schafft nicht, du wirst Menschen waschen, die brauchen mehr Sachen haben und ab dort wird aufgehandelt. So, habe ich nicht mehr als ein Verzeichnis schreiben, du schreibst hinein, wie hat nicht in diesem Bruder, das ist hier wunderbar, was mit am Gott, wir haben kein Trouble, dass die am dort nicht würde annehmen. Und das dort für dann das dort war richtig gestoppt, ja. Interessant hier, mein Bruder. Also, Zeit als Lehrer war zu eng, aber wir wollen wieder mit der Sicht merken. Für die, glaube ich, hier Gottes sehen. Dankeschön für hier. Eine wunderbare Geschichte, wo Gott nie das Leben schenkt, wo diese Geburt von ihr Leben wirklich durchbrechen kann. Und wo Jesus die das deutlich merken kann, du hast nicht ein Leben. Wo hast du ein Leben, mein Freund? Merk dir das sicher, dass du hast. Gottes sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp Nummer 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.